Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum letzten Teil im großen FC Bayern München Saisonfazit. Diesmal kümmern wir uns um den Angriff. Und bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, damit kommen wir zum Prunkstück diese Saison, würde ich behaupten. Und von daher gehen wir da auch direkt rein. Da ich oben anfange und bei mir Gnabry oben steht, fangen wir mit Serge an. Serge hat eine Durchschnittsnote von 3,18 bei 30 Spielen. In der Rückrunde hat er eine 3,27. In der Champions League hat er eine 2,72. Also da seine stärksten Leistungen gezeigt. Ich denke, für Serge ist es eine gute Saison gewesen, definitiv. Er hat halt den Vorteil gehabt, dass er sehr gut mit Heavy harmoniert hat, wenn er in der Zentrale gespielt hat und auch mit Josh, muss man ganz klar sagen. Er und Josh verstehen sich ja eh blind und da waren die Chipbälle natürlich eine Waffe, aber natürlich auch, dass Harry Kane sich dann in einem viel, viel größeren Radius aufhalten konnte und Serge das aber auch sehr gut gemacht hat, dann in die Räume reingerückt ist, die Harry Kane freigemacht hat. Was seitdem Jamal Musiala wieder da war, nicht mehr so gut geklappt hat und dadurch uns ein bisschen was flöten gegangen ist, muss man ganz klar sagen. Das war der Pluspunkt von Serge. Auf Außen war es eine Katastrophe. Wenn er Spiele auf Außen hatte, war es super schlecht, super schwach. Nicht ein gutes Spiel über Außen gemacht, meiner Meinung nach. Daher halt auch diese hohe Durchschnittsnote. Von diesen 30 Einsätzen sind jetzt auch nicht super viele über 90 Minuten gewesen, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber ich denke, für Serge war es echt okay. Auf jeden Fall eine seiner besseren Saisons von den letzten 3, 4, die wir so gesehen haben. Wenn wir das natürlich wieder ins Verhältnis zum Verdienst setzen, ist es immer noch sehr, naja, ne? Aber für Serge alleine gesehen war es eine gute Runde. Definitiv, hat auch, glaube ich, die besten Werte, die er in den letzten Jahren hatte, so vorlagenmäßig, Torbeteiligung, also auch erzielte Tore. Das ist okay. Hat auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Freude, ausgestrahlt und nicht nur so dieses lustlose, mir doch egal, Gedöns wie die letzten Jahre. Ja, aber man muss ganz klar sagen, auf Außen hatte ihn auch zwischenzeitlich Lennart Kahl den Rang abgelaufen, da war gar keine Option. Ähm, von daher halt auch ein Schnitt, der über 3 ist. Ja, hat ein paar gute Spiele gehabt, gar keine Frage, aber ja, wenn Musiala zu seiner Form finden sollte, ist Serge Gnabry aber auch immer noch hinter Lennart Kahl, ähm, und nicht vor Lenny, meiner Meinung nach, ja. Aber auch das wird die neue Saison zeigen. Mal abwarten, ne? Mal gucken, wie Lenny so bei der WM agiert. Ja, das Testspiel jetzt gegen Finnland war ja schon mal ein kleiner Fingerzeig. Wir werden sehen. Für Serge war es eine ordentliche Runde. Habe ich persönlich nicht erwartet, dass er nochmal diesen Einfluss haben kann, den er auf jeden Fall hatte. Aber natürlich nichts im Vergleich zu den Kanonen, die jetzt gleich kommen werden. Ja, damit kommen wir schon zur Überkanone. Ne? Die Überkanone bei uns in der Mannschaft natürlich Harry Kane. Ne? Da gibt es gar nicht genug Worte, um das irgendwie darzubilden. Harry Kane, Durchschnittsnote 2,09 bei 48 Spielen. Die meisten Spiele übrigens in dieser Mannschaft gespielt. In der Rückrunde sogar noch eine 2,04er Note gehabt. Ja, also sogar noch einen Tacken besser wie in der Hinrunde. In der Champions League 'n Notendurchschnitt von 2,15. Ja, Heavy ist Maschine durch und durch. Der einzige Spieler, den ich uneingeschränkt das Prädikat Weltklasse in dieser Mannschaft geben würde. Wobei Olise und Diaz da auch dran schrappen auf jeden Fall, aber Harry Kane hat für mich einfach noch mal diese extra Stufe mehr. Ja, absolute Weltklasse meiner Meinung nach. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Du kannst diesen Mann als Sechser, Achter, du könntest ihn wahrscheinlich sogar als Innenverteidiger aufstellen und er würde trotzdem ein gutes Spiel machen. Ja, das ist so bemerkenswert. Ähm, Das kannst du gar nicht
in die richtigen Worte fassen, wie wichtig dieser Spieler für diese Mannschaft ist. Ja. Nochmal, nicht nur, dass er die Tore vorne macht, nicht nur, dass er einen sehr, sehr guten Freistoß hat, wenn er denn einen schießen darf. Die Elfmeter, die er sicher verwandelt. Aber wenn ihr mal auf Harry Kane in einem Spiel achtet, ich meine, wo Musiala nicht da war es super auffällig, ja, wie viel Einfluss ein Harry Kane auf unser Spiel hat. Wo Musiala jetzt wieder da war, ist das natürlich gekippt, so gar keine Frage, weil Musiala diesen Raum einnimmt. Deswegen hat unser Spiel auch gut gestockt durch die Mitte, muss man ganz klar sagen, ja. Wenn man aber sieht, wenn wir dann ein Tor erzielen, in den 5 Minuten nach dem Tor, was ein Harry Kane dann macht, ja, dass er die Abwehrreihe verstärkt. Ob das als Linksverteidiger ist, ob das als Sechser ist, als Achter, als Rechtsverteidiger und dann haut er ohne Grätsche raus am eigenen 16er. Ja, ich meine, dass er die Ecken mitverteidigt, das hat Levi auch gemacht, ja. So keine Frage. Aber was ein Harry Kane als Stürmer auf dem ganzen Feld zeigt, in welchen Räumen er sich bewegt, wie er für diese Mannschaft arbeitet, ist absolut geisteskrank im positiven Sinne. Ja. Und auch wenn Harry Kane keine 35, was weiß ich, was laufen kann, sieht man auch oft genug, erstens, wenn er sich fallen lässt, wie gut er unsere schnellen Außen einsetzen kann, aber auch, dass er wirklich das Spiel eröffnet aus einer tiefen Position, auch wie gesagt, gerade nach so einem Tor, wenn er dann auf einmal auf einer Sechserposition agiert, ja, wie er dann das Spiel eröffnet, wie er dann aber auch im richtigen Moment schon wieder vorne ist am gegnerischen 16er. Der Mann hat alles. Sag ich euch, wie es ist, Alter. Du musst mit diesem Mann blind verlängern und du kannst mit diesem Mann auch blind verlängern für 3 Jahre. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, ja. Na klar wird er nicht mehr schneller werden. Natürlich wird das irgendwann ein Faktor sein. Ja, dann geht ein Harry Kane einfach eine Position nach hinten. Ja, also ein Harry Kane als nominellen Zehner aufzustellen, ist ja absolut sorgenfrei. Ja. Und wenn es dafür nicht mehr reichen sollte, dann kannst du ihn auch als nominellen offensiven Achter aufstellen. Auch das sollte gar kein Problem sein. Ja. Und du hast trotzdem immer noch diese Torgefahr. Ja, auch aus der Distanz, 25 Meter, gar kein Problem für Harry Kane. Der Mann hat alles, was man benötigt, ja, und ist dazu noch ein absoluter Leader, ja. Also, ein Harry Kane auf 'ner Achterposition, Alter. Von den Leaderqualitäten her wäre das phänomenal, ja. Natürlich wäre er da aktuell verschenkt, so, keine Frage, ja. Also, Harry Kane spielt da, wo er grade spielt, genau da gehört er hin, ja. Ähm, aber dieser Mann ist Also, wir wären nicht da, wo wir wären ohne Harry Kane. Du kannst auch einen Harry Kane nicht ersetzen, ja? Wenn Harry Kane den FC Bayern verlassen wird, ob das jetzt in einem Jahr, in 2, in 3 ist, Alto Belli, da hast du eine Mammutaufgabe, ja? Weil du kannst 'n Harry Kane nicht 1:1 ersetzen. Da müssen andere Spieler genau in dem Moment, wo ein Harry Kane aufhört, 'n Leistungsschub kriegen, ja? Noch mal, ein Harry Kane bedient während eines Spiels 3, 4 Positionen, ja? Ich habe noch keinen anderen Stürmer gesehen, der die letzte Abwehrreihe unterstützt, der den Sechser oder Achter unterstützt, wenn das nötig ist. Das passiert nicht, ja. Der aber dann trotzdem wieder ich meine, wir hatten die Diskussion, wo Jamal nicht da war. Ja, ist ein Harry Kane jetzt zu sehr lässt er sich zu oft fallen, ist dann nicht mehr präsent im 16er? Was eine dumme Diskussion, Alter. Harry Kane hat trotzdem seine Tore gemacht. War Spielgestalter, Knipser in Personalunion und hat trotzdem noch hinten am eigenen 16 Meter auf einer halbrechten Position 'ne Grätsche gemacht, um gegnerischen Torschuss zu verhindern, ja? Und das sagt alles über diesen Mann aus. Und trotzdem kann ich mich an keine Szene erinnern, wo ein Harry Kane mal irgendwelche Starallüren hat, ja? Oder irgendwie meint oder rüberbringt: „Ey, ich bin's jetzt, du darfst mich nicht in einen Zweikampf verwickeln“ oder sonst was, wie man es schon bei Jamal Musiala sieht. All das hat Harry Kane nicht, ja. Ähm, der Mann ist jeden Cent Ablöse wert, der Mann ist jeden Cent Gehalt wert, den er bezieht, ja. Er führt diese Mannschaft.
er ist auch derjenige, der diese Mannschaft auch in schwierigen Lagen versucht zu führen. Ist natürlich schwierig aus der Position heraus, wo er dann ist. Ja, deswegen sage ich, in solchen Spielen würde ich mir wünschen, dass Harry Kane ein Sechser oder Achter wäre, der würde diese Mannschaft da rausführen. All das, was ein Josh nicht kann. Wie gesagt, ich habe für Harry Kane nur Superlativen, Alter. Es gibt für mich absolute Weltklasse. Ja, ist nicht umsonst der Fixpunkt. Ja, und mit Sicherheit auch der Fixpunkt in der englischen Nationalmannschaft. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich gönne Harry Kane alles. Dass dieser Mann bis zu dem Wechsel nach uns nie Titel gewonnen hat, ist ein Trauerspiel. Ja, absolute Weltklasse und aktuell einer, wenn nicht der beste Spieler der Welt. Ja, ich bin jetzt nicht so im Thema außerhalb Europa, aber in Europa wüsste ich gerade keinen Spieler, wo ich jetzt sagen würde, der ist aber so weit vor Harry Kane oder sonst was. Ja, also Weltklasse. Weltklasse. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, und damit sind wir auch schon bei der nächsten Maschine. Luis Diaz, unser Chancentod, wie er nach, weiß ich nicht, 10 Spieltagen betitelt wurde von irgendwelchen lächerlichen Experten. Aber auch von einigen Fans, ne? Grüße gehen raus. Durchschnittsnote 2,26. In der Rückrunde sogar eine 2,18 und in der Champions League eine glatte 2. Ja? Luis Diaz, absoluter Volltreffer. Wir haben es vor der Saison diskutiert. Ist ein 28-jähriger Spieler, fast 29-jähriger Spieler, 75 Millionen Ablöse wert. Ich habe es da schon gesagt. Man muss abwarten. Wenn er genau dieses Puzzleteil ist, was uns gefehlt hat, dann ist er das wert. Und genau das Puzzleteil war er. Oder ist er. Ja. Er ist genau diese Art Spieler, der uns gefehlt hat. Hat uns in ganz, ganz vielen Spielen, wo vielleicht nicht ein Heavy so prägend war, oder auch ein Olise nicht so prägend war, war er prägend. Ja, einfach mit seiner Einstellung, mit Acker, mit immer Vollgas geben, aber auch mit Chaos stiften, kreatives Chaos. Ja, wie gesagt, Harry Kane, absolute Weltklasse, Luis Diaz, Michael Olise kurz dahinter. Ihr wisst, ich tue mich immer schwer oder Weltklasse muss auch immer jeder für sich selber definieren, aber wenn ich von Weltklasse rede, dann ist das schon die oberste Schublade, ja. Und ein Luis Diaz und ein Michael Olise gehören mit Sicherheit da rein, ja. Harry Kane nochmal eine halbe Schublade drüber, so gar keine Frage. Aber auch diese beiden Spieler gehören da rein. Ja, Luis Diaz, eine absolut positive Personalie. Ich habe es gesagt, der hat sofort von Spieltag 1 an gleich das ausgestrahlt, als wäre er schon 10 Jahre beim FC Bayern. Ja. Kein Fremdkörper, kein gar nichts, keine Eingewöhnungszeit. Rein, Vollgas, geliefert. Ja, überragend. Fürs erste Jahr beim FC Bayern, es gibt wenige Neuzugänge, wo es gleich so geknallt hat. Natürlich Harry, so Michael, ja. Und auch da jeden Cent diese Ablöse wert. Definitiv hat einen riesen Anteil daran, dass wir in der Champions League so weit gekommen sind. Hat einen riesen Anteil an der Meisterschaft und am Pokalsieg. Also ich denke, das steht außer Frage. Und ich freue mich mit ihm auf die kommende Saison und hoffe, er kann diese Saison bestätigen. Wo ich jetzt aber auch nicht wüsste, was dagegen spricht, weil er auch dieses Level über Jahre bei seinen vorherigen Stationen hatte. Also von daher, ja, ich freue mich auf die kommende Saison und ich freue mich auf weiteres kreatives Chaos durch Luis Diaz bei uns. Gut, damit kommen wir zum Küken. Lennart Karl. Für seine erste Saison Durchschnittsnote 3,11 bei 29 Einsätzen. Ja, wobei man sagen muss, in der Rückrunde Note 3,43, also ein bisschen schwächer wie in der Vorrunde.
Dafür in der Champions League 'ne Note von 2,67, ja. Lenny hat sich ein bisschen schwer getan in der Rückrunde, hat natürlich auch seine Verletzung gehabt und mit Musialas Rückkehr natürlich auch ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt. Ob jetzt verdienterweise oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, Ihm ist so ein bisschen die Unbekümmertheit dann so ein bisschen abhanden gekommen, ja, und auf der Zehnerposition hat er nicht so gut funktioniert mit der Abstimmung mit Harry Kane. Was ich gerade sagte, da war so ein Jamal Musiala, da war so ein Serge Gnabry viel, viel besser drin in der Abstimmung. Deswegen hat er sich da ein bisschen schwerer getan. Über die rechte Seite absoluter Wirbelwind, absolute Maschine. Und ich wünsche ihm alles Gute für die WM. Ich denke, er kann da einer der Shootingstars werden, wenn Nagelsmann ihn lässt. Ja. Hat ja heute das heutige Topspiel auch, das Testspiel auch gezeigt. Ich denke, gerade mit Josh hinter ihm und Musiala an seiner Seite ist er da auch in bester Gesellschaft. Und Lenny kann da auf jeden Fall den nächsten Stepper noch machen. Ja. Und da muss man sagen, wird es auch nicht einfacher für Jamal Musiala in der kommenden Saison. Ja. Natürlich kann für Jamal Musiala die WM auch der Dosenöffner werden, hoffen wir es, wie wir es sie. Ähm, aber für uns wäre es natürlich auch wichtig, dass ein Lenny vielleicht den nächsten Stepper macht bei der WM. Ja. Ich würde ihn da noch nicht mal auf der Zehnerposi sehen, wobei da natürlich auch der nächste Step kommen kann in der Abstimmung und Entwicklung mit Harry Kane zusammen, sogar keine Frage. Aber ansonsten sehe ich ihn auf der rechten Außenbahn und Michael auf der 10. Ja. Also ich denke, Michael ist auch ein sehr, sehr starker Zehner. Auch da ist die Abstimmung so mit Heavy dann natürlich noch nicht so gegeben, mit dem Fallenlassen, in die Räume gehen und sowas. Aber gibt uns natürlich eine richtig gute Alternative. Und ja, dann hast du ja immer noch Serge, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und wir haben mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Talent in der Hinterhand für offensive Außenbahn. Also von daher sehe ich in der Offensive jetzt gar nicht so den Handlungsbedarf, wie man das Fass da gerade aufmacht bei uns. Ja, ich sehe einen Handlungsbedarf auf einer Stürmerposition, gar keine Frage. Ähm, Wobei man da auch sagen muss, hier auf Holz klopfen, Harry Kane ist aber auch nicht wirklich verletzungsanfällig. Ja. Und ja, Vlahovic, Vertrag läuft aus und so weiter. Ja, soll er sich dann irgendwie 35 Spiele hinter Harry Kane auf die Bank setzen, so wie Nicolas Jackson oder was? Das passiert halt nicht. Ja. Im Idealfall hast du einen aus deinem eigenen Campus oder irgendein Talent, was du überzeugen kannst, dass man sich beim FC Bayern entwickeln kann. Hinter und mit Harry Kane, so, ja. Alles andere wird schwierig. Ja. Aber ich schweife ein bisschen ab. Wie gesagt, zu Lenny. Also Voraussetzungen, ich denke, Lenny hat alles, was es braucht für einen starken Außenbahnspieler, vielleicht auch für einen Zehner. Ja. Die Unbekümmertheit, die muss er wieder ein bisschen finden. Natürlich muss er auch den nächsten Stepper machen. Was er sehr, sehr gut macht und viel, viel besser als Jamal Musiala, ist das Nachsetzen nach hinten. Ja. Ähm, Verliert auch öfter den Ball, weil er viel versucht, viele Dribblings versucht. Wenn er den Ball verliert, setzt er aber auch gleich nach. Da ist nicht mal einmal, dass man den Kopf hängen lässt und stehen bleibt. Ja. Was so ein Jamal aktuell sehr häufig ausstrahlt, was bei ihm früher auch anders war, das hat Lenny. Ja. Und ja, seine erste Saison, Alter, ja. Ich glaube, das hat schon Maßstäbe gesetzt. Also, Jamals erste Saison war nicht so, ja. Und gib ihm Lenny mal 1, 2 Jahre. Ich meine, der spielt jetzt schon seine erste WM. Das ist ja geisteskrank, wenn man darüber nachdenkt, ja. Und jetzt stellt euch vor, der spielt eine ordentliche, eine gute WM, ja. Und am Ende wurde man auch dahin gedrängt, ja, dass 'n Lennart K. sich überhaupt durchsetzen konnte oder sich überhaupt zeigen konnte beim FC Bayern, ja. Das muss man auch mal sagen. Mit dem Abgang von Coman und dem strikten strikten Anweisung: „Nein, es wird keiner verpflichtet“, ja. Da ist Lennart Kahl, mach was raus, sonst wäre das auch nicht passiert. Ja, das muss man ganz klar sagen, weil Vincent Kompany nicht gerade ein Freund davon ist, zu sagen: „Oh, ich nehme hier so einen unerfahrenen Spieler.“ Ähm, Wurde da schon ein bisschen reingezwungen in diese Rolle, ja, und Lennart Kahl hat sie genutzt. So, und das musst du tun beim FC Bayern.
Wenn du Chance bekommst, musst du sie nutzen und er hat sie genutzt, ja, in sehr, sehr guter Manier. Natürlich nicht jedes Spiel dann auf super hohem Level. In der Rückrunde hat er ein paar Probleme gehabt, sogar keine Frage. Ich habe es gesagt, da ist ihm so ein bisschen die Leichtigkeit abhanden gekommen und es wird auch super schwierig werden, Lennart Kahl am Boden zu halten. Bin ich sehr gespannt. Ähm, Ich glaube, Lennart Kahl kann uns sehr, sehr viel Freude bereiten. Ich glaube aber auch, dass du Lennart Kahl nächste Saison auf jeden Fall Spielzeit geben musst. Ja, wenn du anfängst und Lennart Kahl die ganze Zeit nur irgendwie als Einwechselspieler mal 20 Minuten hier, 20 Minuten da gibst, dann wird er nicht beim FC Bayern bleiben. Dann wird er relativ schnell weg sein. Ja, weil dafür hat er viel zu viel Talent. Ja. Und was man so sieht, arbeitet er ja auch viel. Ja. Ist ja jetzt auch keiner, wo man so den Eindruck hat, oh ja, der lässt sich hängen oder sowas. Ne? Also das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein. Ja, ist für uns natürlich jetzt kein Nachteil, aber du musst den Jungen dann halt auch die Einsätze geben. Ja, und wenn man guckt, Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise sind gesetzt. Also es geht dann um eine Position, das ist die Zehnerposition. Ja. Wie gesagt, du kannst natürlich einen Olise auf die Zehnerposition schieben, Lenny auf rechts so, aber er wird in Konkurrenz mit Jamal Musiala und Serge Gnabry treten. Ja. Ich glaube nicht, dass ein Olise oder Diaz äh, in irgendeiner Konkurrenz stehen. Alles, was dahinter ist schlechter. Um es jetzt mal klipp und klar zu sagen. So. Ja, ist gar nicht böse gemeint oder so. Und das heißt jetzt auch nicht, dass Jamal super schlecht ist oder sonst was. Jamal ist, wenn er seine Form wiederfindet von vor der Vertragsunterzeichnung, dann war er auf einem guten Weg, dann ist das eine Maschine, ja. Aber Lennart Kahl kann diese Steps machen. Ja, und wenn Nagelsmann ihn lässt bei der WM, kann er da vielleicht schon einen Riesenstepper machen. Also. Ich bin sehr gespannt, wie man das umsetzen und moderieren wird in der kommenden Saison. Ja, da kannst du nämlich nicht mehr sagen, auch ja, komm, ich ziehe jetzt einen Jamal nochmal 20 Spiele durch, obwohl er keine Leistung bringt. Wenn dahinter ein Lennart Kahl ist, der eine gute WM gespielt hat. Das wird schwer zu verargumentieren sein. Ne? Sehr interessant. Lenny, wie gesagt, für die erste Saison 29 Spiele, die wir benotet haben, war natürlich nicht viele Spiele, nur eine Halbzeit oder 30 Minuten dabei, logisch. Aber hat das Potenzial für mehr und ich freue mich auf jeden Fall für ihn und auf die kommende Saison. Ich denke, da ist noch ein bisschen was möglich. Gut, damit kommen wir zur nächsten Maschine. Michael Olise. Ja, 2,35 Schnitt, 49 Spiele, die meisten Spiele bei uns bestritten. Zumindest nach denen, wie ich es bewertet habe. Ja, Michael 1:1, auch wenn Luis Diaz vom Notenschnitt einen kleinen Tacken besser ist. Michael 2,23 in der Rückrunde und in der Champions League 2,29. Also man sieht auch komplett auf einem super hohen Level. Michael für mich vom Gefühl her einen Tacken vor Luis Diaz eigentlich, auch wenn der Notenschnitt was anderes sagt. Ähm, und ich glaube, dass ein Michael noch nicht mal am Ende seiner Entwicklung ist. Ja, da gehe ich mit Vinny mit, der das genauso sieht. Und das ist schon absolut beeindruckend. Ja. Ja, das Rückspiel gegen Paris, was man jetzt so vielleicht in frischer Erinnerung hat, hat so ein klein bisschen die Euphorie vielleicht so ein klein bisschen gedrückt. So, ja, da hätte man gedacht: „Ach komm, Michael, ja, so, da mach noch mal ein geiles Spiel.“ War vielleicht einfach ein schlechter Tag, vielleicht eine Kraftgeschichte, sei dahingestellt. Michael eine überragende Saison, ja, und noch mal einen draufgelegt, ähm, zu der Saison vorher. Und ich glaube, er kann sogar noch einen Stepper machen, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, ihn da hoffentlich weiter beim FC Bayern zu begleiten. Und ich glaube, wir können noch ein bisschen was von Michael erwarten. Und wer weiß, wie ich schon sagte, vielleicht werden wir Michael in der kommenden Saison auch öfter auf der Zehnerposition sehen, ja. Und ich glaube auch da, wenn er das Tor zentral vor sich hat, ähm, kann er auch noch mal anders agieren, ja. Generell, wenn Nenny
spielen sollte und über die rechte Seite kommt, ist das natürlich auch alles sehr variabel. So Positionswechsel, Michael und Lenny, ja, wer mal rechts ist, wer mal mittig ist, das ist natürlich auch eine Stärke. Zu Michael gibt es nichts zu sagen, Alter. Ja, ähm, ja, immer dieser Vergleich mit Arjen Robben. Ich glaube, Michael kann ein bisschen mehr wie Arjen Robben, was jetzt nicht irgendwie gegen Arjen sein soll, ja. Aber man vergleicht das ja immer so, weil er auch diesen Move hat, so nach innen ziehen und in die lange Ecke schießen, was Arjen natürlich perfektioniert hat. Aber ich glaube, Michael hat einen etwas besseren rechten Fuß auch wie Arjen, ja. Ähm, und ja, wenn man seine Ecken sieht, auch seine Flanken, die er schlägt, aber auch sein Durchsetzungsvermögen, aber vor allen Dingen auch, was er vielleicht auch, wenn wir es jetzt mit Arjen mal vergleichen, Arjen voraus hat, ist einfach auch die Vorlagen, ja, was ihn ja auszeichnet und das Einsetzen von Mitspielern, ja. Und halt nicht nur so: „Ey, ich habe nur diesen einen Move und mache die Hütten.“ Er setzt halt die Mitspieler ein, ja? Und das nicht nur als direkte Vorlage, auch so als die Vorlage vor der Vorlage, ja, dass er wenn ich mich in der Hinrunde erinnere, wie oft, Conny steil gegangen ist und Olise ihn angespielt hat und Conny dann reingegeben hat, dann vielleicht noch mal einmal verlängert und der Ball war dann drinne. So die dritte, vierte Station vor dem Tor, ja, auch da ist Michael super stark, ja. Der hat einfach alles, was es auch benötigt und auch bei ihm, was ihn auszeichnet, meiner Meinung nach, genau wie bei Luis Diaz, ja, das zeichnet diese Spieler einfach aus. Sie haben keine Starallüren, ja. Die haben nicht: „Oh ja, ich schmeiße mich auf den Boden à la Jamal Musiala, weil ich in einen Zweikampf verwickelt wurde und meine, ich bin der große Star, ich darf hier darfst nicht gegen mich in den Zweikampf gehen.“ Das haben diese Spieler nicht, ja. Ähm, und bei Michael gefällt mir, wenn wir es mal vergleichen, also Luis Diaz, natürlich, ja. Das Ackern, das Machen, das kreative Chaos, nie aufgeben, immer rein, immer Vollgas. Und auf der anderen Seite hast du dann so Maike, der immer, ja, hier so locker leicht und hier noch einen kleinen Haken und hier noch ein bisschen den Gegner verarschen und so ein bisschen dieses Überhebliche, so, ja, dieses Arrogante, aber im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne, ja. Einfach schön. Und dann so neben dem Platz dieses Introvertierte, ja. So, ja, Meisterschale, ja, hier einmal hochgehalten, ja, komm, ist gut, ja. Ähm, mega, ja. Mega, mega, mega. Und nochmal, ich glaube, dass Michael noch nicht am Ende seines Zenits ist. Ja, ich glaube, da ist noch ein Stepper drinne und dann ist er auch absolute Weltklasse. Also, ist jetzt schon in dieser Riege, er ist auf jeden Fall einer, der auch Weltfußballer werden kann in den kommenden Jahren, definitiv, ja. Und ja, ich freue mich darauf, dass er beim FC Bayern ist, Alter. Und natürlich auch da muss man auch mal Chapeau an Vinny, sagen. Ich meine, klar, der kam aus England, aber war da jetzt auch nicht diese Figur, die er jetzt gerade bei uns ist, ja? Also, da hat auch 'n Vinny 'n großen Anteil daran, dass 'n Michael diese Steps gemacht hat, die er gemacht hat, ja? Und nochmal, der ist noch nicht am Ende, der Junge. Da bin ich mir sicher. Und da werden wir sehr, sehr viel Freude haben in den kommenden Jahren, ne, wenn da nicht irgendwie was Komisches hier, verletzungsbedingt oder so passieren sollte. Ja, mehr gibt's da nicht zu sagen. Ja, Michael, sehenswert, absolute Maschine. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und gut, damit kommen wir zum letzten. Und der letzte ist natürlich Niklas Jackson. Obwohl, Jamal Musiala haben wir gar nicht. Habe ich den im Mittelfeld mit reingenommen? Sonst muss ich Jamal natürlich noch machen. Niklas Jackson, ja. Ähm, Note 3,69 bei 16 Spielen ist, glaube ich, sogar noch schlechter wie Rafa Guerreiro. Ist also somit die schlechteste Note in unserem Kader. Und das leider auch verdient, ja. Am Anfang hat er sich super schwer getan mit unserem System, so, gar keine Frage. Ist für mich halt einfach auch der verkehrte Spieler, ja. Ich glaube, das war auch einfach nur so eine Notgeschichte, von Max Eberl.
weil man nichts anderes mehr bekommen hat. Ja, der Preis 16 Millionen Leihgebühr, wenn der denn stimmt. Möchte das Gehalt gar nicht wissen, ist eine Farce. Ähm, konnte sich nie wirklich durchsetzen bei uns. Ja, muss man einfach sagen. Ist natürlich auch schwierig, wenn man als Alternative für Harry Kane gehandelt wird. Aber auch über außen hat er nie die Chance bekommen, war dann zwischenzeitlich ein bisschen besser bei uns, war so ein bisschen besser in Kombinationsspiel drinne. Nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, passt halt einfach null zu diesem Stürmer. Wenn er vorne in Position war, hat er 'n Ball gekriegt, er ist 'n Killer vorm Tor. Ja, er macht das Ding rein, fertig. So, ja. Aber das war es auch. Ja, das ist kein Stürmer, den du mit dem Rücken anspielen kannst, der 'n Ball halten kann. Das ist kein Stürmer, der irgendwelches Kombinationsspiel macht. Das ist kein Stürmer, der sich fallen lässt, obwohl er das dann zum Ende hin versucht hat. Das ist 'n Stürmer, wenn du 'n Umschaltspieler hast, spielst du den an und dann marschiert der, ja. Oder ist 'n Stürmer, den du vorne einsetzen musst und dann knipst der. So, das sind die Stärken von Nicolas Jackson und das war's, ja. Und das ist einfach in dem System, was wir spielen, zu wenig. So, ja. Und deswegen hat das nie wirklich gut harmoniert. Schade, aber so ist es halt einfach, ja. Und hat ja trotzdem seine Tore dann gemacht so, ja, aber das waren halt auch nie irgendwelche wichtigen Tore, wenn wir ehrlich sind, ne? Das war nicht mal 'n 1:0 oder so was oder 'n 2:1, das war immer irgendwie das 3, das 4:0, was weiß ich, ja, so die Richtung. Ähm, ja, es ist, wie es ist. Der verkehrte Spielertyp einfach für diese Mannschaft. Das ist meine Meinung. Ja, und dann denke ich mir immer, die 16 Millionen allein Leihgebühr plus Gehalt, ey, dann hättest du auch einfach, 'n Jugendspieler da nehmen können oder du hättest irgend 'n Talent verpflichtet für 10 Mille, ja, was du dann nach einem Jahr noch mal hättest ausleihen können, wenn's sich nicht, irgendwie entwickelt hätte. Das hätte jetzt alles nicht so viel schlechter sein können, ja? Das verstehe ich dann immer nicht, ne? Weil das muss man ja vorher gewusst haben, dass das nicht diese Art Spieler ist, der in dieses System passt. Ich meine, er hat sich angepasst ein bisschen so, hat auch versucht, da ein bisschen mehr ins Kombinationsspiel zu kommen, sich auch mal fallen zu lassen, mal 'n Ball abzuholen. Aber das wirkte alles steif und hölzern und ja, das war einfach nicht gut. Sagen wir, wie es ist. Leider. Gut, damit kommen wir zum letzten. Jamal Musiala. Durchschnittsnote 3,32 bei 19 Einsätzen. Ähm, auf die Champions League 3,2, 'n kleinen Tacken besser. Ähm, Jamal Musiala hat 'n super schweren Einstand gehabt. Absolut kein Selbstvertrauen, kein Selbstverständnis. Viele, viele Dribblings, wovon ganz, ganz wenige gewonnen wurden. Super viele Ballverluste, absolut nicht im Spiel drinne. Dann kam das Pauli-Spiel, da hat er 'n gutes Spiel gemacht, leichter Gegner natürlich. Nichtsdestotrotz hat man da das Gefühl gehabt: „Geil, das war 'n guter Step für Jamal. Kann doch noch mal 'n Faktor werden in dieser Saison." Ähm, und zwei Spiele später war wieder alles weg, ja. Was nicht schlimm ist, was nicht böse gemeint ist, das ist einfach, wenn man so 'ne lange Verletzung hatte, ähm, hat man diese Leistungsschwankungen und wir werden sehen, ob die WM gut für ihn ist oder schlecht. Ganz schwer zu sagen. Ähm, Fakt ist, er wird nächste Saison liefern müssen. Er bekommt 25 Millionen Gehalt, dasselbe wie Harry Kane. Da muss man auch wenigstens ansatzweise die Leistung eines Harry Kane bringen. Ansonsten werden da ganz, ganz schnell Diskussionen laut werden. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn so 'n Lennart K. bei der WM jetzt liefern sollte und 'n Jamal Musiala nicht, dann wird es schwer werden für Vincent Kompany zu sagen: „Trotzdem spielt jedes Spiel Jamal Musiala und ich ziehe den mit durch." Ja, das wird dann nicht lange gehen. Das heißt, irgendwann muss er wieder liefern. Ich wünsche es ihm. Jamal Musiala hat alle Voraussetzungen, 'ne absolute Kanone zu werden. Leider war seine Entwicklung schon vor der Verletzung eher so: Ich bin jetzt Jamal Musiala, ich habe jetzt 'n 25 Millionen Vertrag und jeder Gegenspieler, der sich jetzt noch erlaubt, mit mir in Zweikampf zu gehen, da setze ich mich auf 'n Boden und fange an zu weinen. Ähm
nur noch am Diskutieren, nicht mehr dieses, was ihn vorher ausgezeichnet hat, wenn er gefoult wurde, weiterzuspielen, ja, und trotzdem zu versuchen, den Ball zu spielen, das Tor zu erzielen. Bei jeder kleinen Berührung in irgendeinem Zweikampf wurde sie auf den Boden geschmissen und ich bin doch Jamal, der darf mich nicht faulen. Äh, super anstrengend, ja. Dann jetzt in der Rückrunde, boah, wir haben ihn mit durchgezogen, ja. Und das, ey, kannst du in der Bundesliga machen, habe ich schon an anderer Stelle gesagt, zieh ihn in der Bundesliga mit durch. Da kannst du dir es erlauben, ihn in den Spielen gegen Paris durchzuziehen, war eine absolute Farce. Punkt. Ja, und hat mit Sicherheit nicht dazu beigetragen, dass wir ernsthaft die Chancen hatten, gegen Paris weiterzukommen. Da hätte man viel, viel eher reagieren müssen. Da wäre es wahrscheinlich im Nachgang schlauer gewesen zu sagen, komm, ich lasse Jamal draußen und er ist dann vielleicht für die letzten 20, 30 Minuten nochmal ein Faktor, wenn der Gegner ein bisschen müder ist, als wie andersrum. Ja. Da kann Jamal nichts für, so keine Frage. Man kann ihn auch nicht vorwerfen, dass er es nicht versucht. Aber ey, das waren Spiele, da war jeder Ball, den Jamal bekommen hat, der war weg. Ob das ein Fehlpass war, ob das ein Dribbling war, der Ball war einfach weg. Da war null Torgefahr, null irgendwas, wie ein Fremdkörper und dazu noch das Problem, dass er die Räume besetzt hat, in denen Harry Kane sonst so stark war, ja. Ähm, Das hat uns Stärke genommen, anstatt uns Stärke zu geben. Ja, wenn man die Spiele vergleicht mit und ohne Jamal, dann waren die Spiele mit Jamal in der Offensive schlechter, viel schlechter wie andersrum. Ja. Ähm, Nochmal, ich verstehe, dass man das in Kauf nehmen muss, weil er wird nur über Spielzeit wieder dahin kommen, nicht über Trainingszeit. Natürlich gehört das dazu, aber du brauchst die Spiele. Aber das in irgendwelchen entscheidenden Spielen zu machen, war meiner Meinung nach ein Fehler. Aber gut, hätte Fahrradkette. Am Ende werden wir es nie erfahren. Ich drücke Jamal die Daumen, dass er seine Einstellung wieder ein bisschen wiederfindet und dieses Rumgeheule lässt, wenn er in Zweikämpfe verwickelt wird. Dass er wieder diese Leichtigkeit findet, wieder dieses Selbstvertrauen, dass er alle Anlagen hat und das nicht verlernt hat, ist klar. Dass er nach so einer Verletzung schwankend ist und vielleicht auch nicht das Selbstverständnis hat, das Selbstvertrauen, das Vertrauen in seinen Körper, dass er im Zweikampf zurückschreckt und so. Ich glaube, das ist normal, ja. Das wird ein bisschen Zeit dauern, bis das wieder anders wird und, ey, vielleicht tut ihm die WM gut, vielleicht tut ihm die WM auch schlecht. Keine Ahnung. Wie bei so vielen anderen Spielern wird es wichtig sein, wie Vinny reagieren wird. Ja, ich glaube, nächste Saison ist nicht die Zeit zu sagen: „Ich fange an, jetzt von Saisonstart an irgendwelche Spieler mit durchzuziehen.“ Ja, da hat vorzuherrschen, dass die Leute spielen, die beste Form haben, ja, und nicht irgendwelche Spieler mit durchzuziehen. Das sollte auf jeden Fall ein Learning sein von Vinny. Ich hoffe es. Ja, das hat er diese Saison leider nicht gelernt. Er hat es wieder versucht. Ich meine, letzte Saison hat es geklappt, den einen oder anderen Spieler festzuhalten. Und ich bin auch ein Freund davon, das zu tun, aber nicht, wenn du Alternativen hast, die so viel dann stärker sind. Ja. Ähm, Da muss man irgendwann ist ein Zeitpunkt da, dann heißt es: „Ja, Junge, du verdienst 25 Millionen, jetzt hast du ein halbes Jahr Zeit gehabt, ein Dreivierteljahr Zeit gehabt nach deiner Verletzung. Jetzt muss wieder Leistung kommen, ansonsten müssen wir uns was einfallen lassen.“ Ja, so ist halt das Business, ne? Ich meine, die Spieler kriegen, wenn sie gut performen und Versprechen für die Zukunft haben, 25 Millionen Jahresgehalt und dann müssen sie ab einem gewissen Zeitpunkt auch liefern. Punkt. So, da muss man dann auch kein Mitleid mit haben oder versuchen, irgendwelche Spieler durchzuziehen oder sonst was. Wir reden über Leistungssport, wir reden über den FC Bayern München und da bin ich sehr gespannt, wie man das moderiert, weil Jamal Musiala ist nicht der einzige Spieler. Ja, Alphonso Davies, Rico Ito. Ähm, gut, Ito ist jetzt kein Spieler, der irgendwelche Ansprüche stellt oder versucht durchzuziehen. Alphonso Davies bin ich sehr gespannt, wie man da agieren wird.
Aber auch bei Musiala bin ich sehr gespannt. Nochmal, sollte Lenny eine starke WM spielen, ich glaube nicht, dass ein Ulisse, Diaz oder Kane in Frage gestellt werden können für die erste Elf, Alter. Ja klar, wenn die WM lange ist und einer noch Urlaub hat, noch Pause braucht, so klar, logisch. Ja, dann sitzen die mal draußen, aber wenn das normale Umstände sind, sitzt keiner von diesen genannten Spielern gerade draußen. So, ja. Also, das wird interessant werden und auch natürlich kommt ein Serge zurück, ja. Wenn Serge an seine Leistungen, wie gesagt, auf der Zehnerposition wieder anknüpfen kann, gerade in diesem sehr, sehr guten Zusammenspiel mit Harry Kane, was er am besten gemacht hat von allen Spielern auf dieser Position, dann darf man das auch nicht außer Acht lassen, ja. Und ich bin gespannt, ja. Also, das ist alles kein Selbstläufer hier für alle, ne? Ähm, aktuell zählt natürlich erstmal Daumen drücken, dass alle gesund aus der WM wiederkommen, ja? Das ist ja so erstmal das erste Ding. Wir haben jetzt die letzte Saison abgehakt, alles gut, aber jetzt, auf die neue Saison gesehen, ähm, ja, geht das Zittern los, dass alle von der WM-Heide nach Hause kommen, ne? Und dann geht es darum, individuell zu schauen, wer wie viel Urlaub braucht und dann wieder an die Mannschaft ranzuführen. Ja, es wird 'n interessantes Jahr werden, ja. Also, gerade nach einer WM, nach einem großen Turnier haben wir uns auch immer schwer getan. Es ist keine Club-WM, wo die Mannschaft zusammen ist und man da irgendwie eine Einheit beschwört. Nein, jeder ist bei seinen Nationalmannschaften und beschwört da irgendwie eine Einheit. Ich bin gespannt. Ja, es könnte 'n holpriger Start werden, ne? Man weiß es nicht. Bin gespannt, wie ist natürlich auch eine neue Konstellation für Vinny so, ja, wie gut er das alles so moderieren kann. Bin gespannt. Aber das ist 'n anderes Video. Ne, das war's erst mal zu den Saisonfazit. Ich bedanke mich, schreibt mir gerne wie immer eure Meinung in die Kommentare. Haut rein, bis dann, rot-weiße Grüße. Tschüssi.